freue mich sehr auf dieses Thema, wo wir heute zusammen unterwegs sein möchten. Jeder ist willkommen. Auch dir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Schön, dass du hier bist. Wir hätten auch sehr gerne alle zu Hause hier willkommen geheißen, aber auch schön, dass du zu Hause mit dabei bist. Dieses Thema Willkommen sein, das steht auch auf unserem Leitbild. Es gibt einen Präsidenten der amerikanischen Staaten, Abraham Lincoln. Vor noch nicht ganz 200 Jahren hat er sehr geprägt, dieses Amerika damals. Er hatte eine Vision, er hatte eine amerikanische Kultur vor Augen, die er maßgeblich geprägt hat. Er hat dieses gespaltene Land wieder zusammengebracht, also hat eine neue Einheit zusammengebracht und in seiner Amtszeit wurde die Sklaverei abgeschafft. Also er hat diese Kultur, diese amerikanische, sehr geprägt und er sagt, dieser Mann sagt Folgendes, ein überliefertes Zitat: Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erschaffen. Ich finde jetzt erschaffen ein recht, hat man sich recht viel vorgenommen, wenn man denkt, man kann das. Ein bisschen ein hohes Wort. Aber sie zu gestalten, das fände ich vielleicht ein besseres Wort. Und das ist auch für uns als Gemeindeleitung die Aufgabe, dass wir überlegen, wie wollen wir die Zukunft gestalten. Und ein Tool, was wir brauchen neben unserem Jahresschwerpunkt, ist unser FEG Embrach Leitbild. Wir haben das weiterentwickelt letztes Jahr und haben jetzt ein neues Leitbild 2024. Ich möchte euch ermutigen, das mal so durchzulesen, anzuschauen. Ich habe das da hinten auch aufgelegt. Schaut einmal dort hinten an der Wand. Groß Leitbild 2024 hängt dort und kann man digital oder direkt mitnehmen. Steht zur Verfügung. Und es gibt hier auch so etwas, was unsere typische Embrach, FEG Embrach Kultur sein soll. Es hat hier 4 Begriffe. Hoffnungsträger. Wir haben uns am letzten Sonntag ausführlich Zeit genommen, um darüber zu reden. Was ist ein Hoffnungsträger und wie können wir Hoffnungsträger sein und werden? Es gibt auch einen Begriff hier, Willkommen, Willkommenskultur. Darüber denken wir heute nach. Am nächsten Sonntag werden wir darüber nachdenken, Wertschätzung. Und dann noch ein 4. Begriff, Parakaleo. Haben wir dann auch noch Zeit im Gottesdienst, was wir zusammen betrachten wollen. Wie können wir eine Gemeinde sein, die so eine typische Kultur hat, die kultiviert ist? Heute eben, jeder ist willkommen. Vielleicht ist es so ein Bild für dich, Kultur, kultivieren, weiß nicht, dass es ein bisschen fremd ist, vielleicht auch sehr vertraut. Auf jeden Fall steht das hier auf unserem Flyer auch so drauf, dieses Kultivieren. Ich möchte das mal vorlesen hier, wie es steht. Gottes Segen fällt wie Regen auf unser Leben. Wünschen wir uns nicht genau das, dass er uns aus voller Kanne begießt? Ja, Gott möchte segnen, begießen, wie ein Gärtner durch seine Gewächse hindurchschreiten und uns zu einem hoffnungsvollen Ort kultivieren. Das Bild von Gott als Gärtner, der so wie durch uns hindurchschreitet und aus uns einen Garten macht. Wie ist das für dich? Was fängst du an mit diesem Bild von Gott als Gärtner? Das ist ein sehr seltenes Bild, da reden wir nicht so viel drüber, aber es ist ein biblisches Bild. Wenn wir ganz am Anfang in die Bibel hineinschauen, dann haben wir hier 1. Mose 2,8, wo es heißt, und der Herr, Gott, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also ich stelle mir wirklich vor, wie Gott so diese Pflanzen hingestellt hat und diesen Garten gestaltet hat, gepflanzt, kultiviert hat. Und dann hat er den Menschen genommen und mitten in den schönen Garten hineingestellt und hat so einen Begegnungsraum geschaffen. Einen Begegnungsraum, wo er, Gott, mit seinen Geschöpfen, den Menschen, zusammen sein konnte. Einen Garten der Begegnung, Gott und Mensch. Aber die Geschichte ist dann nicht gut weitergegangen. Die Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt. Sie wollten Gott gleich werden. Sie haben sich von Gott abgewendet. Sie wollten
auf Distanz gehen, sie wollten selber alles im Griff haben. Und so ist dieser Begegnungsort damals kaputt gegangen. Und wenn wir jetzt durch die Bibel schauen, wie ist das weitergegangen, hat Gott sich immer wieder bemüht, so neue Begegnungsräume zu kreieren, wo er als Gott den Menschen begegnen kann. Im Handout habe ich ein paar Textstellen zum Stiftshütte, zum Tempel. Wenn man da liest, was es da alles für Verzierungen und Ornamente gibt, dann hat man plötzlich so ein Bild von einem goldenen Garten fast vor Augen. Das ist ganz spannend, müsst ihr mal schauen. Und dann eine weitere Szene, die mir in den Sinn kommt. Da war Jesus gestorben, wurde ins Grab in einem Garten gebracht, Stein wurde vorne herangerollt. 3 Tage später kommt Maria von Magdala, kommt in diesen Garten, zu diesem Grab und sagt, ja, der Stein ist ja weg. Was ist hier los? Hat diese Begegnung mit den Engeln. Und dann heißt es im Johannes 20, hat sie sich plötzlich eine Stimme gehört und sie wandte sich zurück und sieht Jesus da stehen. Der erste Mensch, Maria von Magdala, die den auferstandenen Jesus gesehen hat. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meinte, es sei der Gärtner. Ist das ein Zufall? Ich glaube, es gibt nicht so viele Zufälle in der Bibel, oder? Sie meint, es sei der Gärtner. Und sagt dann, wo ist der Leichnam hingebracht worden und so weiter. Und es gibt ein Gespräch und plötzlich merkt sie, dass ja dieser Gärtner Jesus ist. Was für eine spannende Begegnung. Und wenn wir uns überlegen, wo sind wir da? Was passiert gerade? Jesus ist am Kreuz gestorben, hat all diese Dinge, die die Menschen von Gott trennt, die Sünde, die Schuld, hat auf sich genommen und dafür die Strafe bezahlt. Der Vorhang ist im Tempel zerrissen. Also Jesus ist dran, einen neuen Begegnungsraum zu kreieren, wo Menschen und Gott wieder zusammenkommen können, wieder zusammenfinden können. Und dann schaue ich ein bisschen weiter, schauen wir in die Offenbarung am Ende der Zeit, wie ist es da? Ganz interessant, die letzten 2 Kapitel in der Bibel, Offenbarung 21,5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott auf dem Thron erscheint wieder als jemand, der etwas Neues erschafft. Ein bisschen vorher hat es geheißen, das Neue, was geschieht, ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Also Gott, der ganz bei den Menschen wohnt. Wieder so ein Begegnungsort, wo Gott und Menschen zusammen sein können. Der Ort wird dann ausführlich beschrieben. Das könnt ihr mal nachlesen. Ist super schön und interessant und spannend. Ein Ort ohne Tränen, ein Ort ohne Tod, kein Geschrei, keine Schmerzen. Ich denke mir, das ist der perfekte Garten, oder? Dieser perfekte Garten, den wir uns wünschen. Und wir lesen dann aber auch weiter. Offenbarung 21, wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Wird in diesem schönen Ort wieder sein. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. So ein Bild von Familie. Furchtbar, aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Wenn ich das so lese, klingt das für mich sehr krass und irgendwie so endgültig. Es wird einmal diesen Ort bei Gott geben, diesen ewigen Garten, sage ich mal, diese ewige Begegnungsort, Gemeinschaft mit Gott, wo nichts Trennendes mehr da sein wird. Es wird aber auch den anderen Ort geben, ohne Gott, wo man einfach getrennt von ihm ist. An einem Ort, wo überhaupt nicht mehr dieser Garten ist. Es wird dann weiter beschrieben in Offenbarung, dass vom Thron Gottes so ein Fluss ausgehen wird mit Wasser, das so klar ist wie Kristall. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Also denkt man schon, Fluss, Wasser, interessant. Und dann heißt es im Kapitel 22, an beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Das hatte auch schon damals im Garten Eden so einen Baum des Lebens. Und plötzlich hat es Bäume des Lebens.
Ein wunderschöner Garten eigentlich, oder? Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. So den Blick in die Zukunft, Gott macht eine neue Welt, einen neuen Garten, einen neuen Begegnungsort. Wo stehen wir heute? Wo sind wir heute? Wir können das jetzt auf der einen Seite so ganz christlich formulieren und ausdrücken, dass wir heute so in einer Art Zwischenzeit sind, wo dieser Begegnungsort, dieses Reich Gottes schon in die Welt hineingebrochen ist, es ist aber noch nicht vollendet. Oder man könnte es auch poetisch ausdrücken, die Bibel braucht auch poetische Bilder dafür. Die Nacht ist vorbei, die Nacht des Grauens ist vorbei und am Horizont sieht man schon, wie die Sonne, also man sieht die Sonne noch nicht, aber man sieht, wie das Licht kommt, wie es hell wird, dann so das orange Licht, das da kommt, sieht man schon, vielleicht den hellen Morgenstern sieht man schon, das ist das Bild in der Bibel und der Aufgang der Sonne steht ganz kurz bevor. Oder ganz praktisch könnte man das auch sagen, Gott hat die Gemeinde auserwählt, heute dieser Begegnungsort zu sein. Heute dieser Garten zu sein. Oder für uns jetzt hier in Embrach, Gott hat die FEG Embrach dazu erwählt, dieser Garten und dieser Begegnungsort zu sein. Finde ich ein ganz spannender Gedanke. Und dem wollen wir nachgehen. Ich habe einen Text mitgebracht in Epheser 2, der genau dieses Bild aufnimmt und uns da hineinführt, was das auch mit Willkommenskultur zu tun hat. Gott, der uns in seinem Garten, in seiner Gegenwart willkommen heißen möchte. Und wenn wir jetzt diese Stelle in Epheser 2 lesen, dann müssen wir uns kurz vor Augen führen, in welcher Situation wir hier drin stecken. Die Epheser-Gemeinde war nämlich eine spannende Gemeinde, die war zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Leuten. Und das hat auch zu Spannungen oder Herausforderungen geführt. Auf der einen Seite war da eine starke Gruppe, so von jüdisch geprägten Leuten, also von Juden, die waren irgendwie beschrieben als eigentlich Volk Gottes, aber trotzdem geistlich tot. Aber die waren willkommen bei Gott. Und sie haben plötzlich Jesus kennengelernt und gemerkt, dass sie ja Gnade erfahren dürfen. Und wurden so ein Teil dieser Gemeinde und waren da willkommen, haben einen lebendigen Glauben entdeckt. Also auch diese Leute, die eigentlich so viel von Gott gehört haben, die sogar in ihrer ganzen Geschichte Wunder erlebt haben, aber die viel auch Gott abgelehnt haben, eigene Wege gesucht haben oder die so völlig gesetzlich wurden und, sage ich mal, religiös, Traditionen nachgegangen sind und so weiter. Diese hat Jesus willkommen geheißen und gesagt, kommt, ihr dürft ein Teil meiner Familie sein. Und da hat es noch eine andere große Gruppe, die Heiden. Die haben gar nichts von Gott gewusst. Die hatten ihre eigenen Götzen, ihre eigenen Ideologien und Fantasien und Naturglauben oder was auch immer, was sie nachgegangen sind. Auch die eigene Spaß und Lust hat einen sehr hohen Stellenwert. Man hat für sich geschaut, die eigenen Prinzipien gelebt und so weiter. Und auch diese haben plötzlich Jesus kennengelernt und haben gemerkt, ich bin bei Jesus ja willkommen, ich kann kommen. Und sie wurden ein Teil dieser lebendigen Familie. Und diese zwei Gruppen sind jetzt so wie aufeinander geprallt. Also es gab eine Gemeinde, die zusammen unterwegs war. Einige aus so kirchlicher, also ich habe mir das überlegt heute, oder? Vielleicht sind wir ganz ähnlich, einige so aus der Tradition, aus kirchlicher Tradition, aus Religion. Wir haben unsere Gesetze und Gebote und das macht man so. Dieses Gebet mache ich und so weiter. Und plötzlich hat man Jesus kennengelernt und zu einem lebendigen Glauben gefunden. Vielleicht denkst du, ja, ich könnte auch noch zu einer solchen Gruppe gehören. War auch so unterwegs und plötzlich habe ich diesen lebendigen Glauben bei Jesus gefunden. Oder es gibt auch heute viele Leute, die haben nichts mit Gott zu tun und so weiter, haben ihren eigenen Ideologien und Glauben und Vorstellungen und so. Und plötzlich entdecken sie Jesus und denken, boah, dieser Jesus, interessant, ich darf bei Jesus willkommen sein. Und so wird man ein Teil dieser Familie. Könnte noch ganz gut für unsere Zeit heute passen. Jetzt wollen wir zusammen lesen, im Epheser 2. Wir lesen ab Vers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte
miteinander leben. Also der Schreiber hier, Paulus, macht klar, Jesus ist wirklich für alle Menschen gekommen. Nicht nur da für die frommen Juden oder für die Heiden oder was auch immer. Ja, alle, wirklich alle. Da wird ein spannendes Bild für diese Gemeinschaft von Glaubenden gebraucht, der Leib, seinem neuen Leib, ich würde gerne da auch sagen, in diesem neuen Garten, diesem neuen Begegnungsort mit Gott. Also, das ist etwas ganz Typisches für eine Gemeinde von Jesus Christus, dass die sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Und ich habe gedacht, wir könnten das gut auch heute ein bisschen sichtbar machen, diese Vielfalt. Es gibt ja etwas, was sehr schnell auffällt. Schaut einmal links und rechts. Wir haben zum Beispiel Männer hier und Frauen hier, oder? Das ist auch eine rechte Vielfalt. Wir haben alle möglichen Generationen. Kinder, Erwachsene, dann Teenager, Jugendliche, aber auch Senioren, Mitte, Jung. Schaut einmal herum, diese Generationen, die wir hier haben. Jetzt wollen wir es noch ein bisschen spannender machen. Wer von euch, jetzt dürft ihr euch outen, wenn ihr wollt, wer von euch ist so ein typischer Zürcher, im Kanton Zürich geboren und wohnt hier seit Kindheit? Wer ist das? Einige. Wer von euch ist nicht vom Kanton Zürich, irgendwo anders hergekommen? Auch? Ja. Also man sieht, sogar die Zürcher sind Gott willkommen, aber auch die Aargauer. Ja, ich weiß jetzt, welche Gruppe hier gelacht hat, das ist schon klar. Ich würde sagen, sogar die Appenzeller sind bei Gott willkommen, oder? Warten wir noch ein bisschen weiter. Wer von euch ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Also aufgewachsen in einer Familie, wo der Glaube lebendig gelebt wurde. Okay? Ihr dürft ruhig auch ein bisschen herumschauen. Wer ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat da plötzlich Jesus kennengelernt? Auch eine ganze Gruppe, oder? Da haben wir eine rechte Vielfalt. Mega spannend. Wer von euch ist in der Schweiz auf die Welt gekommen und oder hat einen Schweizer Pass? Ja? Wer hat einen ausländischen Pass von einem anderen Land oder ist in einem anderen Land auf die Welt gekommen? Auch einige. Es gibt vielleicht sogar einige, die haben bei beidem aufgestreckt, oder? Sogar das ist möglich, dass eine Person verschiedene Gruppen in sich. Ich finde das etwas unglaublich Wertvolles, oder? Wir sind hier eine Gemeinde von ganz verschiedenen Menschen. Vielleicht hätten wir im Alltag gar nichts miteinander zu tun. Aber wir haben diesen Jesus, der uns zusammenbringt. Und plötzlich entsteht etwas, was sonst gar nicht möglich wäre, was es gar nicht gibt. Das ist so etwas Schönes bei Jesus, sind alle willkommen. Jesus ruft jeden, kommt zu mir. Das ist so etwas Typisches, oder? Jeder darf zu Jesus kommen und wird dann plötzlich so in einer Gemeinschaft zusammengebracht. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiterlesen, wird das ausgeführt. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebten und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, Berner, Zürcher, Aargauer und so weiter, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Ein neues Bild, was hier gebracht wird, eine Familie, die Familie von Gott. Also Jesus, der es möglich macht, dass jeder Mensch zu ihm kommen kann und in eine neue Familie hineinkommt. Und ich habe mir gedacht, was für ein wunderschönes Bild. Oder es ist gerade etwas, was wir heute, viele Menschen sich danach sehen, was wir uns danach sehnen, dass wir angenommen sind, dass wir irgendwo dazugehören. Es gibt so viele Menschen, die in ihrer irdischen Familie ausgestoßen sind. Oder wo man sich fragt, wo kann ich wirklich dazugehören? Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, du darfst zu meiner Familie gehören. Ich will dich willkommen heißen hier in meiner Familie. Also diese Willkommenskultur ist nicht eine Erfindung, die wir Menschen uns gemacht haben, sondern es ist etwas, das das Wesen Gottes auszeichnet. Er möchte Menschen bei sich willkommen heißen. Mir ist an dieser Stelle auch diese wunderschöne Geschichte in den Sinn gekommen, die Jesus erzählt in Lukas 15, wo dieser Vater beschrieben wird. Mit diesem offenen Haus. Und da ist einer dieser Söhne, der weggeht, der sich von diesem Vater abwendet und nichts mehr mit ihm zu tun haben will.
Und dann kommt er zurück. Wahrscheinlich recht stinkend, wenn man überlegt, dass er vorher bei den Schweinen gesessen hat. Und wie heißt ihn der Vater willkommen? Mit offenen Armen rennt ihm entgegen und führt ihn hinein wieder in sein Haus. Das ist Willkommenskultur. Und dann hat es ja da noch den anderen, oder? Den anderen Sohn. Dem hat das nicht so gepasst, der war eigentlich die ganze Zeit ja da. Der ist dann nach draußen gegangen, hat sich gestört über dieses Fest und so weiter. Was hat der Vater mit dem gemacht? Er ist hinausgegangen zu ihm und hat ihm gesagt, jetzt haben wir Grund zum Feiern, komm auch mit dazu. Und wenn wir hier diese Epheserstelle lesen, dann merken wir, dass es wirklich zur Zeit von Jesus bis heute viele Menschen gegeben hat, die haben sich geärgert, dass jeder zu Jesus kommen kann. Aber plötzlich haben sie selber gemerkt, wer Jesus ist und sind selber zu Jesus gekommen, wurden ein Teil der Familie, sind hineingekommen. Also das ist so ein erster Satz, ein erster Gedanke, den ich dir einfach mitgeben will. Du darfst zur Familie von Jesus gehören. Du bist willkommen bei Jesus. Egal welchen Hintergrund du hast, was du mitbringst, du bist willkommen bei Jesus. Jeder darf zu Jesus kommen. Du darfst ein Teil seiner Familie sein. Was für ein Geschenk. Und dann ein zweiter Satz. Als Familie von Gott dürfen wir jetzt die Repräsentanten von Jesus sein als Gastgeber. Wir repräsentieren Jesus als Gastgeber. Diese Willkommenskultur, die Jesus selbst gelebt hat, die überträgt er uns und sagt, ihr als dieser Garten, als Gemeinde, ihr dürft das jetzt in die Welt ausstrahlen. Ihr dürft Menschen willkommen heißen bei euch, dass die Menschen merken, dass sie bei Gott willkommen sind. Ihr dürft so wie eine Brücke sein, damit über eure Gastfreundschaft Gott zu den Herzen von den Menschen kommen kann. Also in dem Neuen Testament steht das ganz viel. Es gibt einige Stellen, die weisen direkt darauf hin, seid gastfreundlich. Und da ist jeweils die ganze Gemeinde gemeint. Interessant, für die Gemeindeleiter steht, dass das ein wichtiges Merkmal ist, dass man gastfreundlich ist. Also Gott will in seiner Gemeinde keine Gemeindeleiter, die Gastfreundschaft doof finden. Jesus selber war ja als Fremdling in der Welt, aber war Gastgeber für ganz viele Menschen, für die Lahmen, für die Blinden, für die Zöllner, für die Sünder. Wurde dafür auch schräg angeschaut. Aber Jesus war als Gastgeber unterwegs. Ich habe einige Bibelstellen auch im Handout geschrieben, ganz interessant, Johannes 17, wo Jesus betet und diese Herrlichkeit beschreibt, die Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, untereinander haben. Und dann sagt Jesus, das ist mein Wesen, dass die an mich glauben, dass ich die in diese Gemeinschaft hineinholen möchte. Was für eine wunderbare Willkommenskultur in die Gemeinschaft, in die herrliche Gemeinschaft bei Gott. Willkommen zu sein. Oder Römer 15,7, wo es heißt, deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Er nimmt uns auf in seine Herrlichkeit und wir dürfen andere aufnehmen, wie Jesus das gemacht hat. Wir sind wie seine Repräsentanten hier auf der Erde, um andere bei uns willkommen zu heißen. Ich habe mir das so mal überlegt, ganz praktisch auch, was bedeutet es zum Beispiel für unseren Gottesdienst heute, dass jeder sich willkommen fühlt und angenommen fühlt. Eigentlich könnte man sagen, Willkommenskultur bedeutet ja, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle für die Bedürfnisse des Gastes, für denjenigen, der neu dazukommt, der zum ersten Mal kommt, der hier vielleicht mal hineinschauen möchte, sich noch fremd fühlt. Wie hat Jesus die Leute willkommen geheißen? Ganz interessant. Und ich denke, das ist mega wichtig, dass wir sagen, als Kirche, als Gemeinde ist das nicht einfach die Aufgabe vom Begrüßungsteam. Die haben ja schon freundlich geschaut, aber dann ist es vorbei, wenn man das Treppenhaus hochkommt oder so. Sondern es ist die Aufgabe von der ganzen Gemeinde, oder? Ich stelle mir das auch ganz praktisch vor. Ich habe ein paar Beispiele, die ich schon gesehen habe bei uns in der Gemeinde. Also unsere Finanz- und Liegenschaftskommission, die hat sich bemüht, neue Parkplätze zu finden, hier in der Nachbarschaft. Es gibt so eine Parkkarte, die kann man bei ihnen beziehen, wo man sieht, wo dass man überall bei den Nachbarnhäusern parkieren kann. Sage ich mal, dass jemand, der zum ersten Mal kommt, ein Gast, diesen Parkplatz hier direkt vor dem Haus frei findet. Finde ich etwas mega Cooles. Oder ein anderes Tool, was ich gesehen habe,
unser Kaffeebar-Team steht groß als Vision, dass das Ziel ist, dass man ein Stück Himmel auf Erde schmecken kann. Das, finde ich, ist gelebte Gastfreundschaft mit diesem Kaffee, den man einfach bekommen kann. Also ihr seid alle eingeladen nachher zum ganz viel von diesem himmlischen Kaffee trinken. Ist vielleicht für euch zu Hause doof, aber wäre ein Grund zum mal kommen. Dieser super Kaffee, den wir hier haben. Ich habe auch eine kleine persönliche Story selber, das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, Monaten. Ich stehe oft am Ende des Gottesdienstes da beim Ausgang, um auf Wiederschauen zu sagen, um dort zu sein. Und ich habe schon ein paar Mal dann in diesen Saal hineingeschaut und habe mir überlegt, auf wen sollte ich jetzt zugehen, wer vielleicht alleine hier steht oder so. Und es ist mir ein paar Mal passiert, dass es das nicht gegeben hat. Dass es keinen gegeben hat hier, der einfach für sich alleine war. Manchmal kommt das schon auch vor, aber es ist mir oftmals aufgefallen, dass es das nicht gibt. Und das ist kein Zufall. Das passiert nicht automatisch. Wir sind ja meistens eher ein bisschen reserviert und vorsichtig. Sondern das passiert, weil es ganz viele von euch gibt, die haben ein Herz dafür, auf Menschen zuzugehen, auch wenn sie vielleicht im Moment nicht mal Lust haben oder so, um einfach zu fragen, wie geht es dir, was machst du gerade, jemanden neu kennenzulernen. Finde ich etwas mega Schönes. Finde ich so gelebte Gastfreundschaft oder Willkommenskultur. Es gibt noch viel mehr Beispiele, aber an dieser Stelle möchte ich auch von euch wissen, wie das so ist. Ich habe so einen Zettel vorbereitet. 2 Leute helfen um die gleich jetzt zu verteilen. Ich habe auch ein paar Stifte da, verteilt in den Reihen. Das ist so eine Art anonyme Umfrage oder Gedankenanstoß. Kann man zuoberst ankreuzen, wie viel Mal man schon hier ist. Und das wird jetzt super spannend, weil einige von euch sind ganz wenig hier gewesen, vielleicht ganz neu. Einige schon jahrelang. Und jetzt schreibt doch mal auf, es hat 2 Felder. Vielleicht das erste einfach, was euch in den Sinn kommt, das obere Feld. Was denkt ihr, hilft wirklich für Leute, die neu sind? Das könntet ihr selber sein zum Beispiel. Oder es könnte auch jemand, wenn ihr schon lange hier seid, jemand sein, den ihr euch vorstellt, der vielleicht zum ersten Mal kommt. Was könnte so helfen, damit man sich so richtig willkommen fühlt? Und im zweiten Feld dann, was kann abschreckend sein? Vielleicht habt ihr auch selber so etwas erlebt, wo ihr gedacht habt, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht oder das ist nicht so eine Willkommenskultur, nicht so gästefreundlich. Also schreibt einmal auf, einfach den ersten Gedanken, der euch in den Sinn kommt. Übrigens steht auch digital zur Verfügung, YouTube, Livestream im Kommentar direkt unten oder auch eingeblendet via QR-Code. Könnt ihr auch von Ferne einmal ausfüllen, vielleicht auch mit der Überlegung, wenn ihr überhaupt einmal das erste Mal kommen würdet, was würde euch noch helfen, dass man sich so wohl fühlt? Wir nehmen uns 1 Minute Zeit, einfach so der erste Gedanke aufzuschreiben und sammeln es dann schon wieder ein. Also einfach das Erste, was euch in den Sinn kommt. Was hilft so richtig? Dass man sich wohlfühlt, auch wenn alles fremd ist, oder? Und was ist abschreckend? Was könnte auch so abschreckend sein? Ruhig auch aus eurer eigenen Erfahrung. Vielleicht habt ihr gerade im letzten Sonntag oder heute etwas erlebt, was euch abgeschreckt oder was euch richtig geholfen hat. Ihr dürft natürlich auch später noch Sachen dazuschreiben, aber wir wollen das gleich nachher da rüber an die Wand hinheften und zusammensammeln. Vielleicht interessiert es ja euch auch, was die anderen hingeschrieben haben. Wir haben jetzt keine Zeit, um alles vorzulesen, das wäre spannend, aber ihr könnt das nachher anschauen. Also, schreibt den Satz noch fertig, dann dürft ihr entscheiden, wenn ihr den Zettel zusammenfaltet, dann bleibt das privat und wird nur vom Gottesdienstteam angeschaut, aber das ist vielleicht ein spannender Hinweis. Und unser Moderator Patrick schmeißt das dann dort in den Briefkasten. Und wenn ihr das Blatt offen lasst, also nicht gefaltet, dann wird es an die Wand gehängt und ihr könnt nachher dann mit dem feinen Kaffee in der Hand mal dort vorbeigehen und schauen, wer was so alles hingeschrieben hat. Also ihr könnt jetzt entscheiden, offen lassen, gleich wird an die Wand gehängt, zusammenfalten, bleibt anonym und kommt in diesen Briefkasten hinein. Wenn ihr das gemacht habt, gebt das alles da herüber, dass das da herüberkommt, das steht schon dort bereit. Also offen lassen, für jeder darf nachher schauen, zusammenklappen für Briefkasten, dann rübergeben.
sehe, die ersten Zettel werden jetzt schon herübergegeben. Super, genau. Da werden sie auch über die Mitte transportiert. Die sammeln wir ein. Wenn ihr das digital ausfüllt, dann ist das so eine Umfrage. Die kommt natürlich dann auch direkt zu uns, landet aber nicht an der Wand. Also gebt die Zettel herüber. Die zusammengefalteten kommen in den Briefkasten. Die offenen werden da offen ausgehängt. Das wäre jetzt spannend, ein paar gleich vorzulesen. Aber ich freue mich dann nachher, das mal anzuschauen. Es ist ja immer interessant, oder, was da alles zusammenkommt. Einige Gedanken von Leuten, die schon ganz lange hier sind und einige Gedanken von Leuten, die ganz, ganz wenig mal hier waren oder ganz frisch und die sagen, ich habe noch einen ganz anderen Blick. Mega interessant, gelebte Willkommenskultur, Gastfreundschaft in Bezug jetzt auf den Gottesdienst. Ich sehe, einiges ist schon da drüben angekommen. Einiges ist noch unterwegs. Also währenddem wir jetzt hier weitermachen, wandert das noch herüber, wird da von Patrick eingelegt oder aufgehängt. Ich habe übrigens, ist das etwas, was auch im Alltag ganz häufig vorkommt. Ich habe etwa vor einem Jahr, habe ich mir einen neuen Sport gesucht, respektive einen alten, und habe gemerkt, dass ich gerne wieder Unihockey spielen würde, wie ich das früher mal gemacht habe, und habe mich angemeldet für die Seniorenmannschaft. Bin dann zum ersten Mal hingegangen und das ist wirklich so, wenn man zum ersten Mal an einen Ort kommt, oder, dann fühlt man sich ein bisschen unwohl und fragt sich, wie kommt das alles heraus, wie wird man da aufgenommen und so. Das hat mit ganz viel, auch ein bisschen mit mulmigem Gefühl zu tun, und es hat mir zum Beispiel sehr geholfen, hat mir jemand vor am Telefon erzählt, wie das da so abläuft. Einfach wie der Ablauf so etwa ist, konnte ich mir etwas vorstellen, das hat viel geholfen. Und als ich angekommen bin, da stellt man ja all das Material auf und so. Und da konnte ich auch gleich helfen und mit anpacken. Das hat mir auch noch ganz gut geholfen. Da war ich gleich so mit dabei. Und dann während dem Training, während dem Abend haben mir verschiedene Leute ein paar positive Rückmeldungen gegeben. Das war auch ganz gut zum Ankommen. Und das Beste, am Schluss kam plötzlich jemand mit so einer Kiste von diesen Gersten-Malzgetränken und hat das auf den Boden gestellt und hat mir auch eins angeboten, und das war so cool, auch zusammen einfach da die Gemeinschaft zu haben, und ich wurde da so richtig freundlich aufgenommen. Habe da erlebt, dass es gar nicht so einfach ist und dass es ganz gut tut, wenn es ein paar Dinge gibt, die einem dabei helfen. Ich sehe, es hat noch ein paar Zettel unterwegs. Genau, und viele sind schon angekommen. Also, du kannst das einfach dorthin machen. Vielleicht kommt jetzt auch so der Gedanke bei dir, ja, was ist denn mit mir? Wenn wir nur für die Leute schauen, die neu kommen, die Gäste sind, komme ich dann nicht zu kurz? Und da möchte ich noch weiter in diesen Text hineingehen. Vorher noch dieses Zitat. Ich habe das spannende Buch gelesen, Gemeinde mit Mission. Und da werden diese Autoren zitiert. In Gemeinden, die Bekehrungen fördern, also mit Bekehrung ist hier etwas ganz Positives gemeint, nämlich dass Menschen freiwillig Jesus als Herrn aufnehmen, zu Jesus finden, Jesus annehmen, spielt die Gastfreundschaft eine missionarische Schlüsselrolle, eine absolute Schlüsselrolle. Wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Abschnitt, Epheser 20, wird genau dieser Punkt auch aufgenommen. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Also ist plötzlich Fundament, Gemeinde, ein neues Bild, nicht mehr Garten, Familie, Tischgemeinschaft, sondern Bauwerk für die Gemeinde. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen. Da habe ich gedacht, interessant, die wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Wachsen ist eigentlich für eine Blume oder ein Baum oder so, ein Garten. Ne? Spannend. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also dieses Bild, was hier noch gebraucht wird, absolut spannend. Und ich muss dich kurz unterbrechen, Patrick, kannst du mir schon helfen mit dem Tisch?
Danke für deine Hilfe. Da, vielleicht Licht da. Ich habe nichts gemacht, er hat alles allein gemacht. Super. So die Hilfe, die man sich wünscht, oder? Es wird plötzlich dieses Bild gebraucht, oder? Von einem Bauwerk. Jesus, der das Fundament ist. Dann die Apostel, der Eckstein, die Apostel, die gekommen sind, die Gemeinden gegründet haben. Und dann dieses Bauwerk, das beginnt zu wachsen. Das bist vielleicht du, ein herziger Mensch. Und kommst zu Jesus, lernst ihn kennen, erhörst diese Friedensbotschaft und wirst in dieses Bauwerk hinzugefügt. Es gibt ein paar Steine, die sind unten, die tragen dich. Und das wächst dann, dieses Gebäude, es wächst weiter. Links und rechts kommen weitere Steine dazu, ein lebendiges Gebäude. Das gefällt mir, jetzt kann ich endlich wieder mal etwas bauen. Man merkt plötzlich, man ist ja irgendwie in der Mitte, oder? Man ist eingeschlossen. Da gibt es jemand links und rechts, man ist zusammen unterwegs, wie gut. Es wächst immer weiter, ein lebendiges Bauwerk. Oh! Plötzlich hat man einen Stein oben dran. Man merkt, jetzt trage ich ja auch jemanden. Interessant. Es wächst weiter und weiter. Der Stein, der oben war, ist plötzlich unten. Und es wird immer größer, dieses Bauwerk, und wächst und wächst. Man sieht, plötzlich trägt man mehr. Da kommt immer mehr hinzu. Aber gleichzeitig bleibt man auch getragen. Man bleibt irgendwo ein Teil dieses lebendigen Gebäudes. Jesus selbst, der alles zusammenhält. Und es wird immer größer, es wird in der Bibel beschrieben, die Gemeinde wie ein lebendiges Bauwerk, ein Tempel, der Ort, wo Gott Menschen begegnet, oder? Ein lebendiges Bauwerk, wo er gegenwärtig ist, wo man ein Teil davon ist, wo man keine Sorgen haben muss, dass man zu kurz kommt oder so, sondern wo wir als Gastgeber einfach einladen dürfen, in die Tischgemeinschaft hinein bei Jesus. So, wem dieser Tempel gefällt, schön, und sonst dürft ihr nachher das selber noch vervollständigen. Mit diesem besten Kaffee in der Hand. Nehmt dieses Bild mit von diesem Tempel. Ich will gerne zum Schluss kommen. Vielleicht ist einfach das dein Gedanke heute. Wir sind nicht länger Fremde, sondern wir dürfen ein Teil von Gottes Familie sein. Und wir dürfen durch gelebte Gastfreundschaft andere dazu einladen, auch ein Teil dieser Familie zu werden. Was für ein schönes Bild. Ich darf euch bitten vom Worship, dass ihr nach vorne kommt und übernehmt. Ich möchte zum Schluss einen kurzen Artikel vorlesen aus dieser Zeitschrift, ganz spannend, wo es genau um dieses Thema geht. Habe ich übrigens auch im Handout verlinkt, wenn ihr das nochmals lesen möchtet. Teilnehmer oder Gastgeber. Es gibt zwei Arten von Menschen, Geber und Nehmer. Die einen werden gesegnet und gefüllt, die anderen bleiben leer und enttäuscht. Stell dir deine Kirche wie einen Kuchen vor. Diejenigen Personen, die sich einen Teil des Kuchens nehmen, nennt man Teilnehmer. Diejenigen, die ein Stück zum Kuchen beitragen, nennt man Gastgeber. Und jetzt schreibt hier der Autor: Wir verbrachten einige Tage im Ausland in einer uns bisher unbekannten Stadt. Sonntags besuchten meine Frau und ich einen Gottesdienst. Im Anschluss tranken wir dort noch einen Kaffee an einem Stehtisch. Wir kannten niemanden. Niemand beachtete uns. Niemand begrüßte uns. Niemand sprach uns an. Was ist das für eine Gemeinde? Was sind das für Menschen? Meine Frau meinte, lass uns in den Gastgebermodus wechseln. Einige Schritte neben uns bemerkten wir eine Frau mit ihrer Tochter. Wir sprachen sie an. Zu unserer Überraschung war auch sie das erste Mal da und kannte niemanden. Sie erzählte, sie sei Buddhistin. Sie wolle ihrer Tochter eine Kirche zeigen, damit sie später einmal selbst entscheiden könne, was sie glauben möchte. Spontan erzählten wir ihr anhand unserer eigenen Geschichte, was es bedeutet, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen. Sie hatte dies noch nie gehört. Nach einem längeren Gespräch boten wir an, für sie und ihre Tochter zu beten.
immer noch mit dem Kaffee in der Hand, was sie sehr gerne annahm. Sie war sichtlich berührt, gefüllt und voller Freude haben wir uns anschließend verabschiedet. Wir wissen nicht, wie es mit dieser Mutter und ihrer Tochter weitergegangen war. Wenn du im Nehmermodus bist, kommst du innerlich leer mit der Erwartung, dass dir die anderen etwas geben müssen. Die Gefahr ist groß, enttäuscht zu werden, im Selbstmitleid zu versinken und leer wieder zu gehen. Wenn du im Gebermodus bist, schaust du dich um, wer durch dich gesegnet werden könnte. Du wirst als Beschenkter wieder gehen. Die Idee von Jesus war nie, dass es Teilnehmer gibt. Jeder hat einen Beitrag zu geben. Paulus erinnert uns an die Worte von Jesus: Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Lass uns zusammen beten. Du darfst gerne einfach mitbeten oder die eigenen Worte im Gebet an Gott richten. Ich will dir Danke sagen, guter Gott, dass du immer wieder neue Begegnungsräume schaffst, wo wir Menschen dir begegnen dürfen. Und die Gemeinde ist so ein Ort in dieser Zwischenzeit, wo wir auf die Vollendung warten, dass du kommst und es perfekt und vollkommen sein wird. Wo es aber auch noch die andere Möglichkeit gibt, ohne dich zu leben und unterwegs zu sein. Und Jesus, jetzt ist diese Zeit, wo wir Menschen auch einladen dürfen, wo jeder eingeladen ist, zu dir zu kommen. Ja, und vielleicht möchtest du gerade jetzt in diesem Moment auch das aussprechen für Menschen, die dich noch nicht ins Leben aufgenommen haben, die mit Distanz mit dir unterwegs sind. Du bist willkommen bei Jesus. Du bist willkommen und darfst ein Teil seiner Familie werden, ein Teil seiner Gemeinde, dieser Glaubensgemeinschaft, ein Teil dieses Leibes, dieses lebendigen Bauwerks. Du darfst dazugehören, bist bei Gott angenommen. Angenommen nicht, weil du es dir selbst verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat und dir diese Annahme schenken möchte. Und Jesus, wir möchten auch dieses Bild mitnehmen vom Teilnehmer oder Gastgeber. Mach du uns zu Menschen, die so reich von dir beschenkt und erfüllt sind, dass wir einfach voller Freude weitergeben dürfen. Dass die Kanne bei uns überläuft, dass wir als Gastgeber durch die Welt gehen. Hier in dieser Gemeinde, im Gottesdienst, dass wir als Gastgeber hier sein dürfen für andere Menschen. Aber auch im Alltag. Dass wir unsere Türen öffnen können, dort wo es dran ist und Gastgeber sein können. Dass wir einladen dürfen, mit den Begabungen, die wir haben, einladen dürfen zu uns und zu dir. Schenk, dass das unsere typische Kultur ist, dass wir Gastgeber sind, Menschen willkommen heißen. Auch solche, die vielleicht ganz nervös hierher kommen, dass man sich wohlfühlen darf. Und Jesus, du bist der größte Gastgeber. Du heißt uns willkommen in deiner Familie. Was für ein Geschenk. Amen.